Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ich bin die Fadewilson und heute zeige ich euch das Herzstück von Season 3 in Jahr 6 von Division 2. Und zwar die neuen Momentum-Modifikatoren. Was sie können, wie du sie perfekt kombinierst und warum sie dein Gameplay komplett verändern. Und dann die sagen, packen wir's. So, dann fangen wir mal an mit den globalen Modifikatoren Rouge Momentum. Das neue Modifikatorensystem basiert auf einer zentralen Mechanik, Momentum, also dein Kampfrhythmus, deine Aggressivität und deine Dynamik. Also, wie funktioniert das? Momentum wird durch bestimmte Aktionen im Kampf aufgebaut. Standard-Kill, Kill durch Kopfschuss, Fertigkeiten-Kills, zum Beispiel über Tourette oder Mine, Explosionskills, zum Beispiel Granaten oder explosive Minen, Mehrfachabschuss oder Kill eines Elite-Gegners. Das, was ich gerade genannt habe, ergibt Momentum, das eine ganz wenig und in der Reihenfolge immer mehr. Je mehr davon, dass du machst, umso schneller steigt das Momentum. Das heißt, mal ganz unter uns geschmatzt, ja, Standard-Kills gering, ja, vom Momentum-Gewinn. Kill durch Kopfschuss sind so mittelmäßig und Fertigkeiten-Kill über die Mine oder so gibt es auch mittlere Anstieg, ja. Das Momentum sieht man beim Zielkreuz auf der linken Seite, ist so ein roter Balken, da sieht man, wie stark dass das steigt, wenn man eine Aktion ausführt. Explosionskills mit Granaten oder explosiver Mine sind hoch, kriegt man viel Momentum. Mehrfachabschuss ist auch nicht schlecht, also praktisch Seeker-Mine zum Beispiel, jetzt reißt es mehrere auf einmal, da steigt das auch ganz gut. Und Kill eines Elite-Gegners, da ist es sehr hoch, was man kriegt. Je mehr, dass du davon machst, desto schneller kletterst du in die Momentumstufe 5. Das bringt uns zu den Momentumstufen. Da gibt es 5 verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist berechnend. Das ist so praktisch so eine Schauen wir mal Stufe. Ja. Da gibt es 5% Waffenschaden, 5% Fertigkeitsschaden, 10% Bewegungsgeschwindigkeit und 5% Nachladegeschwindigkeit. Das heißt, das erste Stickerl von den roten Balken muss Bestand haben. Ja. Dann bei der zweiten Stufe Flink. Da heißt dann mehr oder weniger, schauen wir mal weiter. Das sind 10% Waffenschaden, 10% Fertigkeitsschaden und 15% Bewegung und 10% Reload Speed. Da wird es auch schon besser und man spürt das auch, weil die 15% mehr Bewegung, die kennt man enorm. Also da wird es da schon gescheit umeinander. Gell? Dann haben wir noch die Stufe 3. Rücksichtslos. Da quasi geht's her, jetzt klatscht ja nicht nieder. Das sind dann 15% Waffenschaden, 15% Fertigkeitsschaden, 20% Bewegungsgeschwindigkeit und 15% Reload Speed. Wie gesagt, man merkt es, dann hat dann 3 rote Striche, nicht mehr schattiert, sondern rot. Das leicht halt dann rot. Und dann ist man auf Stufe 3. So, dann gibt es noch die Stufe 4 und 5. Bei der 4er, da hat man 20% Waffenschaden, 20% Fertigkeitsschaden, 20% Bewegung und 20% Reload. 15% Feuerrate kriegt man auch noch dazu. Da denkst du dann, hui, ich bin unbesiegbar, gell? Und rumpelt schon durch. Aber bei der Stufe 5, da wirkst du den richtigen Aggressionsschub und sagst so, und jetzt patsch ja jeden um. Es ist brutal. Also wenn man die 5 erhalten kann, dann machst du alles nieder und das macht schon richtig Spaß. Ich habe oft einmal gelesen, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit den Modifier spiele, käme mir nicht so aus, ich lasse lieber bleiben, taugt mir nicht. Für die Anfängerspieler, ja, die wo gerade Stufe 40 also erreicht haben in der Story und dann mit der SAD-Levelerei anfangen, ist das die Modifier, also ich sage jetzt mal so, da hat man vielleicht noch kein so gutes Beutel, aber du hast die Modifier ein, dann wird die richtigen, vor allem die richtige Kombi, dann wird der Beutel auch stärker. Unbedingt, also du kannst gar nicht aus. Man muss nur ein bisschen schlau spielen, einfach hier und ratatatata, ohne Hirn und ohne Nachdenken, funktioniert nicht, da bin ich ein ganz gutes Beispiel dafür. Man muss schon zuerst ein wenig überlegen, was man tut, und wenn man es dann überlegt hat, dann geht man erst rein. Also ein bisschen mit Taktik spielen, dann funktioniert das wunderbar. Bei der Stufe 5 muss ich noch sagen, die heißt dann unaufhaltsam. Ich sage, ich baut schon nicht nur mit Aggressionsschub, wird zum Berserker. Alle vorherigen Bonis kriegst dazu plus 25% Feuerrate. Also man stellt sich vor, man hat jetzt einen Striker an, hat dann vielleicht einen Minigunner, da hat man schon eine brutale Schusswiederholfrequenz, ja, dann tust du die Ouroboros sein oder die Dark Winter machen und der liegt, scheißegal was für einer, das ist cool.
Und ich habe das gebaut mit einem Schädel, das ist in einem anderen Video, könnt ihr ein wenig nachschauen. Da geht es eigentlich um das, man erzeugt ja auch eine Überladung, also Fertigkeitsüberladung, alle Skills sind für gewisse Zeit in der Overcharge. Das heißt, ich habe den Schildwall aktiv. Ich schieße mir jetzt da auf Stufe 5, wo es relativ einfach ist, ja, mit dem Bild, was ich da habe. Ich habe die Ouroboros drin, kann man Vektor, irgendetwas, das wo schnell schießt. Ja, nehmen wir, und dann baust du das wunderbar auf. Oder du nimmst die Seeker Mines, sprengst alle in die Luft, passt da. Hast du die 5er dann erreicht, dann ziehst du deinen Schädel und du bist unverwundbar. Und wenn man die richtigen Modifikatoren anhat, dann kann man das tatsächlich so lange aufrechterhalten, als wie man braucht, einen Stützpunkt zum Beispiel Platz zu machen. Jetzt habe ich ihn aber erwischt. Man muss ein bisschen taktieren, ein bisschen schauen und ich finde das echt gut. So, dann mal weiter im Text. Da muss ich ein bisschen neu dran, weil sonst kenne ich mich nicht mehr aus. Wo es wichtig ist, Momentum tickt langsam nach unten und wenn du selber Schaden nimmst, dann geht es schneller weg. Es bremst Sprinten, also Laufer, bremst den Verlust und einen Puls einsetzen, stoppt den Momentumabbau für 5 Sekunden. Da gibt es so einen Trick. Man tut dann, sage jetzt einmal, eine Scharfschützenspezialisierung ein, dann nimmst die Scharfschützendrohne und die pulst ja selber. Somit haben ständig alle Gegner gepulst. Und das heißt, Momentum fällt nicht, beziehungsweise es darf alle 5 Sekunden fallen, aber da fällt es halt gar nicht mehr. Ja? Ist ein wenig so eine tricky Sache, das Bild kommt von mir auch noch. Habe ich noch nicht zusammengebracht, weil ich tatsächlich noch nicht alle geschafft habe, weil ich nicht so viel Zeit zum Zocken habe wie so manch anderer. Ja? Funktioniert aber, Community hat es ausprobiert, Top-Bild, kann ich noch nicht nachbauen, weil mir die Modifier noch fehlen. So, weiter im Text, aktive Modifikatoren. Du kannst immer einen aktiven Modifikator mitnehmen, die verändern dein Gameplay sofort und bringen großes Risiko mit einer noch größeren Reward. Das heißt, erster Modifikator, Overdrive. Ja, aktiviert dein Momentum, springt sofort auf 100%. Du erreichst Stufe 5, Overcharge, Instant. Also draufdrücken, Patch, Overcharge und geht dahin. Laufzeit ist leicht kurz und danach hast du 70% weniger Momentumgewinn und für 150 Sekunden. Das ist ideal für Bossfights, Elitekämpfer, Rettungsaktionen, Elitekämpfe, ja, Rettungsaktionen, ja, und wenn du das dann geschafft hast, dann bist du erst einmal lahm, also ein bisschen aufpassen, ja, sonst zlickt es dich da total. So, dann hast du Vendetta. Mehrere Gegner werden markiert, töte sie mit verschiedenen Methoden. Das heißt, die werden markiert und dann über dem Manschgal leicht auf. Primärwaffe, Sekundärwaffe, Pistole, Fertigkeit, Drohne oder Turret, je nachdem. Belohnung, stapelbare Rüstungsboni. Strafe, falls du das nicht schaffst, Rüstung und Gesundheit gehen drauf. Ja. Ideal für flexible Spieler, Solo- oder Taktiker, die wissen, wie sie jeden Kill variieren. Also es ist ein wenig mit Überlegung zum Spielen, ist absolut nicht mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die taktische Überlegenheit, das war der dritte, doppelt alle passiven Modifikatoren für kurze Zeit. Währenddessen kein Momentumverlust durch Gegnermarkierungen. Also immer pulsen. Aber in dieser Zeit kein Momentumgewinn durch passive Effekte. Ideal für Strategen, clevere Mod-Auswahl, Techniker, Explosionsbuilds oder so dergleichen. So, zeitgleich kann man auch die passiven Modifikatoren bis zu 3 gleichzeitig reintun. Du kannst ein wenig so einen Feinschliff machen. Du kannst deinen Spielstil perfekt abstimmen. Du hast die Wahl aus 12 Modifikatoren, einige auf Skills, andere auf Waffen fokussiert. Beispiele für explosive Skills. Explosionsverstärker, Suchemine macht 100% mehr Schaden gegen markierte Feinde. Explosionsexpertise, Fertigkeitenkills und Explosionswirkung resetten 30% der Cooldown-Zeit, wenn du mehrere Feinde auf einmal triffst. Wenn man das richtig geschickt kombiniert, kann man echt was aussagen. Dann Waffen und Crit-Fokus, kritisches Momentum. Crit-Treffer haben 50% Chance auf 1% Momentum. Das heißt, du hast irgendein rotes Bild an, das ist auch das, was ich immer sage, wenn jetzt ein Veteran echt ein mega Meta irgendwas Bild an hat, mit 60% Crit-Chance und 200% Chance auf mit 60% Chance auf kritische Treffer und
dann 200% Schaden durch kritische Treffer. Er tut dann das Ding rein und dann hat er kritisches Momentum, das heißt, er kann es NT schießen bis auf Stufe 5 und dann rattert das Ding ohne Ende. Und dann mit einem richtigen Schild, das Schild ist unverwundbar, also was möchtest du, dann hast du ein Full DPS Bild mit einem Schild, das was nicht kaputt gehen kann. Was möchtest du mehr? Entschuldigung. Kritische Erholung. Kritische Treffer stellen 5% deiner maximalen Rüstung wieder her. Das war ganz lustig. Das ist so Dauerfeuer prädestinierter Mod. Ja? Du hast da ein Crit-Bild und tust da Ratatat Song die ganze Zeit, ja? Und dann baust du deine Rüstung wieder auf. Ist doch super. Tödliche Abwechslung. Wechselst du deine Waffe und tötest damit, bekommst du 15% Bonusrüstung. Den habe ich noch nicht probiert. Und Skillnutzer. Momentum-Schub. Jede Fertigkeit oder jeder Fertigkeitskill bringt doppelten Momentumgewinn. Kontrollierte Wut. Bleibst du auf einen Gegner drauf, erhöhst du mit jedem Schuss deinen Skillschaden gegen ihn. Fazit. Momentum-Modifikatoren in Season 3 bringen Geschwindigkeit, Action und Taktik zusammen. Es reicht nicht mehr einfach nur Schaden zu machen, du musst smart und variabel spielen. Ja? Also musst du schon ein bisschen anpassen an die ganze Gaude. Meine Frage an die Community war, was ist euer Lieblingskombo? Welche passiven Mods nutzt ihr so? Und wie lange bleibst du in Stufe 5? Das würde mich ganz stark interessieren. Das schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich werde an jeden beantworten, so weit es mir möglich ist. Und ich habe euch hoffentlich die Modifikatoren jetzt ein bisschen näher gebracht. Ich weiß schon, das Video kommt ein bisschen spät, aber über spät oder gar nicht. Andere scheißen da mal an und rechnen und dann machen. Ich glaube, so ist das ganz gut erklärt und so kapiert es, glaube ich, auch dann jeder. Ich bin die Feldwalzen und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich im Spiel oder beim nächsten Video. Servus!